Ja, moien lieve Kolleginnen en Kollegen, merci dat alle guten heiß sind, sowohl Kollegen von der Lützburger Presse, wie auch als Kollegen Grevisten von Ampasset. Merci dat alle guten heiß sind. Wir fangen an. Wir sind heute den 8. Tag vom Streik. Heute Morgen um 6 Uhr, für genau eine Woche, hat der Streik angefangen mit der Freischicht. Wir wollten heute 2 Sachen machen. Auf der einen Seite wollten wir ja ein kleines Point machen über die Situation, was mit letzten Tag und der letzten Woche geschieht ist. Aber wir wollten nicht auch dann den Tag überholten aller Rolling, dann auch so, was die nächste Tag wird geschehen, was wir planen. Ich präsentiere vielleicht kurz die Leute, die hier mit mir am Tisch sitzen. Jetzt neben mir das Zalia Velaska, das Präsidentin von der Personaldelegation und das auch mit dabei an der Verhandlungskommission für den Kollektivvertrag, den, wie ihr ja alle gut wisst, von der Direktion gekündigt genoss. Links neben mir das der Nala Holling, Sekretär Zentral responsable für Chemie, und ich, Stefan Osorio, Sekretär Zentral Adjoint für Chemie. Wir fangen vielleicht mal mit dem nächsten Constat an. Der nächste Constat ist, dass wir heute am 8. Tag vom Streik noch nichts von der Direktion hören. Silence total. Wir kriegen bislang kein einziges Message in irgendeine Richtung von der Direktion. Und dasselbe gilt auch für den Grand Public. Weil normalerweise geben sich ja erwarten, wir haben für ein über 10 Tage ein Wort für den Streik aufgeschlossen. Wir hatten eine Pressekonferenz gemäht, den 23. November hatten wir eine Pressekonferenz. Spätestens da, irgendwann hätten sich erwartet, dass die Direktion in KRG reagieren mit einer Kommuniqué, mit einer Pressekonferenz, das ist nicht geschieht. Dann haben wir den Streik angefangen, den 27. November. Und auch da hätten sich erwartet, irgendwann die Direktion in KRG reagiert. Man da Kontakt abholt oder den Grand Public informiert, hier ein Point de vue zu gehen. Das ist nicht gemäht. Und das ist der Constat, das Silence total. Und das ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich, dass die Direktion zu Heizer Lützebusch einen Kollektivvertrag einfach kündigt. Es ist ungewöhnlich, dass die Direktion Konziliation aufredet. Und es ist auch komplett ungewöhnlich, dass, sobald die Konziliation rüber ist, eine Direktion Non-Conciliation deklariert. All das hast du jamais vu au Luxembourg. Und auch der Silence von der Direktion hast du jamais vu au Luxembourg. Zu Lützeburg haben wir eine Kultur vom sozialen Modell, vom Lützeburger Sozialmodell. Wir haben ein Lützeburger Sozialmodell. Das Lützeburger Sozialmodell den baut auf verschiedenen Pilien. Das ist der Mindestlohn, den Index. Mit da ist eben auch der Sozialdialog. An den Sozialdialog, den as von Anfang an von der Direktion von Ampasset Luxemburg mit Face getrippelt gehen. An den Dialog sozial geht auch noch mit Face getrippelt. Und auch der Grand Public geht nicht informiert, was die Direktion will. Das ist der nächste Konstant. Zu Lützeburg, ja, wir haben Sozialdialog, wir streiten, Verhandlungen, alle Rolling, den wisst das genauso gut wie ich und all die anderen Sekretären. Es gibt viel gestritten an Verhandlungen. Und natürlich, der Patron, den zieht auf seine Seite, wir ziehen dabei, das ist normal. Und das spielt das auch normal. Der Patron will Männer gehen, Männer bezahlen, das ist normal. Das ist nicht das Problem. Aber zu Lützeburg, der schwätzt den mit denen und das finden eine Lesung. Hi, geht die Lesung do nicht. Das ist der nächste Konstant. Die einzige kleine Visite, die wir hatten, das war ein Subdirektor von der Direktion, den Kommas, der Mittwoch für mit uns zu schwätzen. Da muss ich sagen, Chapeau, der das gemäht hat. Der war
über eine Stunde oder bald 2 Stunden für Madais zu schwätzen, für ich mein, ich habe selber gesucht für Temperatur zu holen, für zu gucken, wie die Situation ist. Und da war der Mittwoch und Santaher nies Silence. Der zweite Constat ist die Determination von den College-Grevisten. Die sind der 8 Hai. Und die sind auch Hai, die gesehen, es schneit, letzte Woche hat es geregnet, es ist kalt, gestern hat man Minustemperaturen, und sie haben aus, sind der 8 Das ist ein ganz, ganz großen Merci auch an die College-Grevisten, das ist formidabel, an denen Konditionen so lang alldach heizen sind, die ja auch immer von ganz vielen Militanten, von allerlei vom OGBL begleitet gehen, von eisen Strukturen begleitet gehen. Es sind immer Leute da, das ist auch ganz, ganz, ganz formidabel. Ich will nur ein kleines Mini-Resümee machen über das, was wir die letzten gemäht haben. Du hattet ja auch gesehen, wir hatten die Bandrolle auf der Autobahn, die haben wir heute noch bauen. Wir können zu allen Momenten die Bandrollen jetzt rausholen und auf die Autobahn gehen. Ne? Wir hatten 2 große Rassemblementer von der Solidarität in den Diensten und in den Gemeinden und in den Donnersten, wo ganz viel Leute da waren. Ich komme hier nur noch drauf zurück. Den Donnerstenabend sind dann die Kolleginnen und Kollegen Grevisten invitiert, gehen da ein Ehrengast auf der Soirée des Syndicats de l'OGBL, die wir am Encore hatten, den Donnerstenabend. Sie sitzen dann noch an der ersten Reihe als Invité d'honneur, die Kollegen Grevisten von Ampasset. Der Freitag Abend gouf man dann invitiert von der Escher Sektion, Grevisten goffen invitiert von der Escher Sektion, und auch du als Invité d'honneur, wir sind invitiert noch der Familien zu essen, da wo ein Keier rauskommen haut, heiers der Kiel, und in Keiers können da abwärmen. Gestern hat man dann, und ja, das ist ein einzigen kleinen Problem, ja, wo wir ein Mismatch hatten, ein Problem in der Organisation. Ja. Gestern hat man gelesen, hat nicht geschneit, hat schneidet. Bon, hätten wir können besser machen, aber bon, das ist eben so. Wir hatten gestern eine Journée familiale, wo dann alle Salariés von Ampasset, alle College-Grevisten konnten seine Familie mitbringen. Es wurden noch ganz viel da, mit ganz viel Kanner, wir haben ganz viel Kadoen und Kanner verteilt. Und das war auch ein ganz, ganz schön Fest. Und wollte auch noch erwähnen, wir hatten gestern auch noch den DJ José. Voilà. Die ersten 7 Tage vom Streik sind ohne große Probleme über die Bühne gegangen. Wenn ich mal davon aufseht, dass der Mittwoch sind probiert, 5 Streikpiraten an den Betrieb zu kommen, die sind noch rangekommen, wir haben so rangelost natürlich. Da müssen wir ja, also es waren 5 Streikpiraten, die rangegangen sind, die produziert haben. Wir waren mir aber als Retour vom Bahnenhund, von der Fabrik, als die Produktion anscheinend nicht übermäßig gut gelaufen ist, weil die Maschinen müssen raufgefahren gehen, müssen raufgefahren gehen, die haben zwischen dem Rauffahren und dem Rauffahren nicht ganz viel produziert und auch anscheinend Qualität wäre nicht gut genug gewesen für Produkte zu verkaufen. Das Samstag sind dann 2 Priseurs, 2 Streikbrecher rankommen. Die 2 Streikbrecher waren aber just für die Maschinen zu putzen. Und dann hat man was muss man Mikro, ich weiß nicht, was das. Der Mittwoch hat mir ein großes Problem, und zwar dort die Direktion probiert, einen externen Streikbrecher an den Betrieb zu lassen. Und das ist ganz klar vom Gesetz verboten. Das ist eine Straftat. Das vom Code Penal als das sanktioniert. Wir haben da direkt an die DTM gerufen, die DTM ist auch gekommen. Die DTM hat kontrolliert, und die DTM war dann auch ein paar Stunden mit der Direktion zusammen am Betrieb für über das Thema von dem externen Streikbrecher, den, wie gesagt, das Gesetz ist verboten, das sanktioniert vom Code Penal, für über die Situation zu schwätzen. Kann ich aber so, dass den nächsten 7 Tagen vom Streik am Anfang nicht geschafft gehen, außer die enge Schicht Streikbrecher, und das am Anfang ist es nicht produziert gehen. Das Einzige, was produziert gehen, ist das wahrscheinlich Ausschuss, und das muss nur ein Puppelgehalt gehen. Was mir auch noch mal, ihr wisst,
heißt in Industriezone kommen relativ viele Liefereurinnen von kleinen Kamionetten bis große Kamionen, die für Ambassade Luxemburg livrieren. Wir bitten sie immer alle Gurten unzuhalten und wir sagen ihnen, dass keiner am Haus ist, das bei Ambassade ist, also sie können rauffahren, sie haben einen libre Accès, das ist kein Problem, aber das eben weil kein do als für Marchandisen zu rezeptionieren, respektiv für Kamion zu chargieren, das am Anfang nicht viel bringt, wenn sie rauffahren, sie können aber rauffahren, wenn sie das wollen. Die allermeisten, die drehen einfach direkt und fahren fort. Andere, die rufen dann bei ihnen an der Fabrik oder so daheim und daheim, also nicht daheim, sondern daheim beim Betrieb und an Frauen, was sie sollen machen, und doch du die meisten Tränen dann. Ein oder zwei sind Raggi vor und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Was für Eis ganz besonders impressionant ist, dass die ganz groß Welle von Solidarität, ein ganz groß Welle von Solidarität, und dafür wollte ich auch davon profitieren für all den Leute, die sich solidarisch gewiesen haben mit den Krevisten, mit den Kollegen Krevisten von Ambassade, ein ganz großes Merci zu sagen. Wir hatten, dann hat er gesehen, vielleicht auf Facebook, es sind Hunderte und Hunderte von Fotos unterwegs aus all die Sektoren, wo Kollegen aus anderen Betrieben, aus anderen Sektoren ein Schild hochhalten mit Solidarität avec les salariés Ambassade, das ist magnifik, das sind hunderte Fotos unterwegs sind, die sieht eine ganz kleine Kollektion hier, ab der Mauer, jetzt sind da schon viel hochgefallen, am Wand, das sind da noch mehr, wir werden auch noch mehr hier noch abhängen. Und doch, dafür wollte ich eine ganz große Merci sagen. Mir auch für die Unterstützung von Kamioneuren, die zum Beispiel Highland fahren. Das geht den ganzen Tag so, es gibt klaxoniert, Kamioneuren, die klaxonieren Autos, die Land fahren, die klaxonieren. Und voilà, die ganz große Solidarität da. Und auch aus der Politik. Wir hatten schon ganz viele Spitzenpolitiker hier. Wir hatten das Spitzenduo von der LSAP Heiden, dann Bianca Lana und Francine Klosner. Der Marc Bartolomeo war da, Claire Delcourt aus der Chambre, also das sitzen alle gut in der Chambre. Der Marc Baum war da, Ashaut da. Dann hatten wir Carol Thoma da, David Wagner. Wir hatten auch Leute schon, die hier Solidarität erklärt haben von den Grängen und von der CSV. Auch ein ganz großes Merci für die Unterstützungen der Invitationen, notamment auch an der Sektion, die es invitiert hat. Und ich wollte noch unterstreichen, nicht nehmen, hat der Georges Michaud als neuen Arbeitsminister letzte Woche am Radio 100,7 ganz klar gesagt, dass der Beholen vom Management von Ambassade inakzeptabel ist. Das haben auch noch zwei andere Ex-Arbeitsministerinnen gesagt, nämlich der Georges Engel und Dan Kersch. Die haben sich auch gemeldet und ganz klar beholen vom Management kondamniert. Das heißt, wir haben drei Arbeitsminister oder Ex-Arbeitsministerinnen, die beholen von der Direktion kondamnieren, die kondamnieren, dass die Direktion von Ambassade den Sozialdialog heute zu Lützeburg mit Face trippelt und auch dafür ein ganz großes Merci an all die Unterstützung aus der Politik. Wir haben nicht mehr spät wie letzte Woche den Donnerstag sowohl beim Arbeitsminister Georges Michaud wie auch beim Wirtschaftsminister Lex Delles ein Entretien nur gefroht, für uns mit ihnen zu gesehen, für über die Situation von Ambassade zu schwätzen. Und was uns auch an der ganzen Solidaritätswelle, und dann beginne ich die Maler Rolling, wirklich überrascht wird, dass wir die ganz große Welle von der Spendenbereitschaft von den Leuten am ganzen Land, wir haben, wie ihr wisst, ein Cagnotte oder ein Kollekt national de Solidarité lanciert, und da sind viel mehr Suen angegangen bis lo, wie wir als das jemals erträumt hätten. Und da wir geben dem aller Rolling Wort. Merci. Merci Stefan für den Wider. Also ich will just enke Dr zurückkommen, was hier geschieht, das Inedio zu Lützeburg, und das können wir so nicht akzeptieren. Weil hier geht nicht nur den Droit du Grève bafouiert, wie ihr so schön seht, hier geht wirklich
dat richtig also Eisstreikrecht getei wirklich mat face getrippelt. Gett vun Ufangun vun enger Direktion, die net dabei lauscht hat, die net will mat das dialogieren, gëtt alles probéiert fir die Streikrei opzebrechen. Ich betone wirklich opzebrechen. Du komme Brewer vun engem Hüsie dann mir sollen dann hei der Zelt dann wäschraumen, mir sollen am besten hei verschwannen zu Diedling an irgendwo an Diedling als Manifestation machen oder als vun eisem Streikrecht gebrauch man an dat das einfach inakzeptabel. An es so noch ganz klar, dat heiten as juristisch nëtze klären. Dat ass ke juristische Streit, ha schwätz mal ganz klar vun engem fundamentale Recht, an dat ass als Streikrecht, an dat Streikrecht vun dem mir Gebrauch machen, da werde mir bis zu Deusers go. Mir ginn ha net fort ganz klar, an mir werden als hai och net fort vun irgend engem Affekot oder Hüsse ha fortdreiwe losen op ke Fall. Mir bleiwen hai, solang Direktion net mat dais dialogéiert an eng Lesung fand gëtt, werte mir hai net fortgoen. Dat as mal ganz klar. Mir bleiwen hai, an mir werden hei bleiwe bis zum äußerste Schluss, weil mir wollen als mat enger Direktion unen durchsetzen, eng Lesung fannen, weil nimmen so kann hei de Streik opgeleist gin. Wann mir eng akzeptabel Lesung fannen fir heit Salarie vun anpasset. Sos gi mir ha net fort. An da se mir auch ganz determinant, ganz determinant, weil Leiit die stehen do hanner. Leiit die sind Moral vun de Leiit, die er super, Leiit bleiwen hei bis mir hei an dem Dossier rasch kräen. Dat einfach immer gesot, ich mischt as dat ganz wichtig Necker ze soen, Leiit Moral as super an Leiit gin hei net fort bis mir hei rasch kräen an dem Leiit. Weil et kann net sinn, dat hei eng Direktion, wie de Stefan schon ganz gut sot, de letzte Boyer Sozialmodell einfach so mat Facetrippel, net will man da schwätzen, dat das inakzeptabel, dat das noch nie fir Drogin, die einfach o Kollektivvertrag hei opbrcht, er seht voll dat fahret, mir will immer dir schwätzen, gëtt kein Kollektivvertrag, gi kein Rechter méi fir Salarien, alle Hierarchie gin an Pubelkeit, dat das inakzeptabel. An dofir fudre mir och, und da sind wir auch ganz froh, dass den Herr Minister Georges Michaud sich schon geäußert huet, gesagt, dass der Titan auch für hier inakzeptabel ist, fordere wir hier dann auch op, nicht nehmen zu so, wie gesagt, merci Herr Michaud, mehr dass dann auch lo zu Akte könnt, dass lo Direktion auch opfordert, sich um zu setzen, dass den Herr Georges Michaud sech interveniert an se zu der Direktion, so geht dat net. Mir sinn ha net am wilde Westen, irgendwo in Amerika, wo do einfach mal nëmi mat de Gewerkschafte geschwaart gëtt, wo einfach gesot wird, dat interessiert dat lebt he zuletzt. Und dafür fordere mocht den Herr Michaud op, dass interveniert er seht, voilà. Leifdirektion anpasset, set sich mat de Sozialpartner also mat der Gewerkschaft Mam OGBL unch fängt mat verhandeln, dass hai eng Lesung fand gëtt fir all die schaffen vun anpasset. Weil kann net sinn, dass hai einfach Leiit am Reen wurt wirklich am Schneesto gelos gin an einfach hai den Dialog de so gemerk gëtt, dat könne mir nimi akzeptieren. Und dafür fordert man Herr Michaud dann doch op soll intervenieren, weil wir net die Eichke an der Geschicht, wo bei eng Streik, weil 2000 war de Streik vun am Guardian nächt, du hast auch Demos den Herr Juncker, den nur Demos interveniert, da könnt alle gut no lesen, wo auch dann den Herr Juncker do Mediateur gespielt huet, an do eng Lesung fand gin ass am Streik vom Guardian Nächt 2000, weil auch do war die Situation auch Demos inakzeptabel für die Leute, wo auch einfach net op die Leute gelauscht gin. Also dafür haben wir auch die Entrevue auch da gefrot, weil mir sie berät zu allem Moment von Herr Michaud als da rift oder den Herr Dallas auch Martin an einem kleinen Komitee von den Grevisten beise zu go, für die Situation durchzulehen, weil sie hinnen an net. Also ich mein, Herr Michaud asse bekannt Jochnecker dem Herr Dallas durchzulehnen, wie schlimm der Teil ass für die Leute, die hai wirklich streiken. Weil geht wirklich net nimmen Kollektivvertrag, geht einfach, ich betone netke fundamental recht. Geht fundamental recht, geht dem Arbeitskonditionen. Die Leute die schaffe ganz schwer an dann gin einfach hier Hierarchien, die muss ich einfach mal vorstellen, dat das einfach klengen symbolischen Akt
ganz schlimme symbolischen Akt vun enger Direktion go krcht das Kado gestraft fir d Kanner vun de Salle. So weit simmer schon. Dat kann einfach net sinn. Und dafür hun mir auch dafür sie mir so méi solidarisch mat dee Schaffenden a Mittlerweile iwwer 16.000 € an eiser Kanjot, iwwer 16.000 € an geht weiter. Lafen krämer da Message vun Sympathisante vum OGBL aus der Politik vun aner Leiit, die soen mir se solidarisch Mathe Streikenden an die dann suen an die Kanjotto dann auch iwwerweisen. Dufir auch ganz große Merci und all die Leiit, du merkt dir wirklich wie groß die Solidarität ass ënnert de schaffende Leiit. Also dat das fir mech du jamais vu wie wirklich Leiit do solidarisch sind. Aber muss ich noch ganz klar so all der Stintleitheit, du kommen irgendfälsch Mënschen heim am Auto un, bringe Kaffeeskichelcher fir Leiit, bringen Holz das Leiit net freieren, aber der tunnech noch nie gesinn einfach Leiit, die vielleicht net direkt bis ma OGBL mat de Grevisten Hut tun, die einfach sto bleiben, hier Solidarität exprimieren, sto bleiben, Mathe Leiit schwätzen, hinne Kaffeeskichelcher, also du merkt dir wirklich Chapeau für all die Leiit, die do mat denen Leiit solidarisch sind. Also an der so schon besser wie lo weitergeht, also de Ball, den as ganz klar bei der Direktion. Sie muss lotieren opmachen zu Verhandlungen. Das ganz klar. Mir sie berät, Direktion muss lotieren opmachen, ganz groß opmachen, und da gi mir an die Verhandlungen. Mit das wirklich unter Direktion en passant die Dieren opzumachen. Aber wenn sie nicht die Dieren opmachen, dann machen wir sie op, weil es geht lo durch. Sind Leute seit 8 Tagen am Reden, und das ist inakzeptabel. Weil sie müssen lo und de Verhandlungstisch. Et gëtt kein einer. Weil sonst stimme mir he nach bis nächstes Jahr, das kein Problem, mir sie berät. Mir sie muss lot Verhandlungen noch machen. Und mir sie berät für Martinez verhandeln, für einen anständigen Kollektivvertrag. Mir fordere ganz klar, dass der Kollektivvertrag wieder hergestellt wird. Und natürlich als zusätzliche Forderungen, die ich all Götten bekannt sind, die sind immer durch. Und natürlich werde ich auch fordern, dass die Leute, die hier, weil muss ich wissen, während einem Streik den nicht bezahlt, dass die Leute auch hier Pai integral bezahlt kriegen. Das ist eine von unseren Hauptforderungen. Weil kann nicht sein, dass die Leute nicht bezahlt gehen und dass die Notdirektion sagt, ja, dann guckt dass eins geht, wir stellen vielleicht den Kollektivvertrag hier mit Leuten gehen, aber nicht bezahlt. Nee, das ist eigentlich auch von unseren Forderungen. Leute müssen hier für die Idee bezahlt gehen. Und das fordern wir. Das ist eine ganz normale Forderung, weil Leute müssen auch hier Rechnungen bezahlen. Und wir gehen noch weiter mit unserer Kanjot, weil die Kanjot, die haben wir ein bisschen öffentlich gemacht. Wir werden die nach Haut am Komitee exekutiv vom OGBL vorstellen, das ist jeder bekannt am OGBL, wo wir wirklich fordern, dass alle Member vom OGBL auch da partizipieren. Wir werden die nach so weit wie möglich ausfeiden, weil wir müssen die Leute unterstützen, weil die hier bei Wind und Wetter stehen für hier Recht zu kämpfen. Das muss man machen. Und das sind wir auch den Leuten schuldig. Weil ganz große Bravo und die Grevisten, die wirklich die Courage und wirklich bei Wand, Schnee, Regen, op der Sto. An natürlich wie doch wie schon gesagt, wie es weitergeht, wir werden noch weiter Aktionen machen, ganz wichtig. An notfalls auch noch weiter Manifen, das alles noch an der Planung, das muss man mit diesem Komitee de Gräf natürlich beschwätzen. Mit da kommen wirklich noch andere Aktionen. Wir werden nicht nur hier stehen bleiben, an uns hinweisen, wir werden auch gegebenenfalls das bisschen mehr ausweiten und auch Manifen machen. Sie wird vielleicht an der Stadt Lützeburg, vielleicht an der Diedlinger Gemeinde, das muss man alles beschwätzen, aber es geht weiter. Der Eisenkampf geht weiter, wir sind mehr wie determiniert und wir werden den Kampf auch von. Es so nicht merci, aber wenn dann nach froh, nämlich die Gerb zu berät, ob die Frauen zu antworten. Merci. Ja, geht es dann nach Frauen? Wann dat net de Fall ass mir stehen noch für individuell Interviewen, Frohen etc. zur Verfügung an doch Zalia als Präsidentin, die von Anfang an ganz viel gekämpft hat und noch immer ganz viel kämpft, steht selbstverständlich noch prä für nach all ihr Frohen oder Interview Ufroen zu beantworten. So, merci.